Schließlich kam das Pfingstfest, also heute. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt, so wie auch wir heute hier versammelt sind, mit ein bisschen Erweiterung über Livestream. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Und es ist der Moment, wo ein gewaltiges Momentum ausgelöst hat unter den Jüngern, unter den Gläubigen in Jerusalem. Und wir lesen im Vers 41 von dem Kapitel, das ist langsam, muss ich umblättern. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wow, was für ein Momentum. Der Heilige Geist kommt, sie redet in verschiedensten Sprachen, die Leute rundherum werden aufmerksam darauf, sagen, hey, was ist da passiert? Sind die irgendwie besoffen? Der Petrus fängt sie dann an zu erklären und 3000 Leute finden auf einen Schlag an diesem Tag zum Glauben. Es ist Gottes Momentum, wo ab Pfingsten gekommen ist. Und wir sehen, wie die Jünger nachher, wie es weitergegangen ist, wie die Jünger zu Zeugen geworden sind für Jesus und wie sie furchtlos das Evangelium verkündet haben. Und nicht nur einfach in Jerusalem, sondern wie sich es in der ganzen Welt, in der ganzen damaligen Welt ausbreitet hat. Und das durch die Kraft vom Heiligen Geist, wo ihnen Kraft und Befähigung gegeben hat, zum Wunderwirken, zum Kranke heilen. Er hat sie geführt, er hat sie geleitet, er hat zu ihnen geredet, er ist mit ihnen gewesen. Und das ist das Momentum von Pfingsten, das, was wir heute feiern, nämlich die Ausgüssung vom Heiligen Geist in unser Leben, auch in dies und meins. Und ich finde, es passt so zu dem Jahresthema, wo wir drin haben, Momentum des Allmächtigen. Und genauso wie der Heilige Geist dort der Schlüssel zu Gottes Momentum bei den Jüngern war, so glaube ich, dass er auch für dich ganz persönlich der Schlüssel für Gottes Momentum in deinem Leben ist. Auch für uns als Kirche. Der Schlüssel für das Momentum, für Gottes Momentum bei uns in der Kirche. Und ich möchte kurz darauf eingehen, wie der Heilige Geist in deinem Leben Momentum kann bewirken kann. Und für das schauen wir schnell 2 Stellen an. Die eine ist dort, wo Jesus den Heiligen Geist angekündigt hat. Das war noch bevor er gestorben ist und auferstanden ist, wo er die Jünger auf die Zeit nach seinem Tod vorbereiten wollte. Und er hat ihnen dort gesagt, im Johannes 14 können wir das lesen, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Und dann Vers 26, ein bisschen später, sagt er nochmal, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also was auch immer du mit dem Heiligen Geist verknüpfst oder was du für Erfahrungen gemacht hast oder was es in dir auslöst, der Heilige Geist ist dein
Beistand, dein Tröster, dein Helfer. Im Griechischen ist das Wort Parakletos. Das bedeutet eben all die drei Bedeutungen: Beistand, Tröster, Helfer, der geschickt ist, um bei dir zu sein. Er ist der Geist der Wahrheit, wie wir in dieser Stelle gelesen haben. Er ist ein Lehrer. Er tut dich erinnern an das, was Gott gesagt hat. Das, was du vielleicht irgendwo mal in der Bibel gelesen hast, wird er dich wieder daran erinnern im richtigen Moment. Hey, steht nicht das im Wort Gottes. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat der Heilige Geist bereits angefangen, in dir zu leben. Also auch wenn das für dich vielleicht irgendwo schräg ist, hey, der Heilige Geist hat schon angefangen, in dir zu leben. Er ist schon dran, in dir rein, am Wirken. All die Eigenschaften, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, die zeigen, wie durch den Heiligen Geist Gottes Gegenwart in dein Leben gekommen ist. Vielleicht können wir da nochmal zurückdenken an die Kolosser-Serie, die wir hatten, am ersten Teil, wo es um das Geheimnis gegangen ist, dass Jesus in dir lebt. Und Jesus lebt in dir durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in dir drin. Nochmal der Vers 20, wo er da im Johannes: Ich bin in meinem Vater, sagt Jesus, ihr seid in mir und ich bin in euch. Das ist durch den Heiligen Geist. Und wir haben jetzt in dem letzten Halbjahr haben wir ja oft auch davon geredet, die Verbundenheit mit Gott in Verbindung zu sein. Und vielleicht ist das nicht allen klar gewesen, aber wenn wir davon reden, von verbunden sein mit Gott, dann ist das immer durch die Gegenwart vom Heiligen Geist in deinem Leben. Das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Verbunden sein mit Gott ist, weil der Heilige Geist in dir drin lebt. Und ich glaube, das ist mega wichtig zum Wissen. Manchmal vergessen wir das irgendwo auch ein bisschen und haben das Gefühl, Verbindung besteht nur, wenn man betet, sondern nein, die Verbindung besteht, weil der Heilige Geist in dir drin lebt. Und auch wenn es dir manchmal vielleicht ein bisschen Mühe macht, das Thema, vielleicht weil es für dich neu ist, vielleicht weil du komische Erfahrungen mit Menschen gemacht hast, die vom Heiligen Geist geredet haben, oder weil einfach alles, was mit Geist zu tun hat, für dich ein bisschen spooky wirkt, durch den Heiligen Geist hast du Zugang zu Gott. Und er setzt sich ein für dich und er ist bereits in dir am Werk, wenn du mit Gott unterwegs bist. Im Römer 8 wird das so stark beschrieben, Vers 26 und 27. Das heißt, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Das heißt, du kannst dem Heiligen Geist voll und ganz vertrauen. Er weiß, was du benötigst. Und wenn dir die Worte fehlen, wenn du mal nicht weißt, was richtig ist, wenn du nicht weißt, wie du vor Gott sollst ausdrücken, was du ausdrücken willst, kannst du den Heiligen Geist für dich eintreten lassen. Dann wird er vor Gott für dich so eintreten. Er ist dein Fürsprecher. Hey, und das sind so gute News. Und es ist mir so wichtig, dass wir uns das bewusst sind, dass der Heilige Geist es gut meint mit dir, dass er für dich eintritt, dass er dein Beistand, dein Helfer, dein Tröster ist. Und sogar dort, wo du selber nicht mehr kannst, wo du selber nicht weißt, wie, er macht es. Du kannst dich auf ihn verlassen. Etwas Zweites, wie der Heilige Geist Gottes Momentum in deinem Leben kann bewirken, ist, geht auch wieder auf so eine Stelle zurück, wo bevor der Heilige Geist gekommen ist, wo Jesus in der Apostelgeschichte, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, nochmal über den Heiligen Geist geredet hat mit den Jüngern. Vers 8, Kapitel 1. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Da sehen wir, da kommt noch mal ein bisschen ein anderer Fokus drin. Da geht es um Kraft und Befähigung und zum Rausgehen und anderen Menschen das können weitergeben, was Jesus für uns tun hat. Und da geht es darum, und Jesus sagt das da, dass
in uns die gleiche Kraft drin innen ist, wo ihn von den Toten auferweckt hat. Und die wohnt in dir und die kann übernatürliches Momentum Gottes in deinem Leben bewirken. Im Römer 8 sagte Paulus: Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich glaube, das müssen wir manchmal ein bisschen sacken lassen. Und jetzt mal kurz überlegen, hey, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir drin. Der Heilige Geist. Und es ist so wichtig zu wissen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du Zugang zu dieser Kraft. Dann sind alle Voraussetzungen da, um das übernatürliche Momentum Gottes in deinem Leben zu erleben. Wie krass ist das? Aber der Heilige Geist, er zwingt sich dir nicht auf. Es ist deine Entscheidung, wie viel Raum, wie viel Platz, dass du ihm gibst, ob du dich von ihm erfüllen lässt oder nicht. Und auch heute Morgen, wenn du das noch nie gemacht hast, dann hey, nutz die Chance, lass für dich beten, dass der Heilige Geist dich wirklich erfüllen kann. Wenn es um die Kraft und um die Befähigung geht, dann redet der Paulus meistens von Gaben oder manchmal ist es auch übersetzt Geistesgaben vom Heiligen Geist und auch von Früchten, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Wem sagt das alles etwas? Der meiste, gut, sehr gut. Weil bis dahin ist eigentlich alles, was ich jetzt gesagt habe, auch einfach absolute Basics. Oder? Der Heilige Geist ist dein Tröster, dein Beistand. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er ist in dir am Wirken. Und durch den Heiligen Geist kommt Kraft und Befähigung in dein Leben. Und zwar die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das sind Basics. Und ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf das eingehen, wo Gott mir für den Pfingstsonntag schon vor 2 Wochen so fest aufs Herz gelegt hat. Nämlich, ich möchte über die Gaben und die Früchte reden und vor allem über das Zusammenspiel von Gaben und Früchten. Ich bin überzeugt, dass es mega wichtig ist, dass das nicht einfach 2 voneinander getrennte Sachen sind, sondern dass wir die miteinander anschauen und anschauen, wie die zusammenspielen. Und etwas, was mir auffällt, ist, dass es ganz viele Christen gibt, die manchmal Geistesgaben fast ein bisschen vergessen. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich ermutigen, sie nicht zu vergessen, sondern sie auszuprobieren, mit ihnen in Kontakt zu kommen, schauen, was Gott für dich parat hat. Vielleicht Geistesgaben, einfach kurz, was es ist. Geistesgaben sind eigentlich so der Zugang, den wir haben zu der Kraft vom Heiligen Geist. Es gibt verschiedenste Auflistungen in der Bibel davon, wo aufgelistet wird, was alles so Gaben können sein. Die sind aber nicht immer gleich. Also es ist nicht einfach, jedes Mal werden genau die gleichen aufgelistet. Und wenn man das so anschaut, kann man daraus schliessen, dass es wahrscheinlich nicht einfach eine abschliessende Liste von Geistesgaben gibt, wo genau die und die und die und die gibt und alles andere ist irgendwie nichts. Und es ist ja spannend, wenn man die anschaut, dass nicht jetzt alle immer so auf den ersten Blick übernatürlich anmuten. Die einen wirken auch ganz natürlich. Es sind vor allem 2 Stellen, Römer 12, 6-8 und auch 1. Korinther 12, Verse 8-10. Und generell, wenn es um die Geistesgaben geht und du vielleicht noch nicht so vertraut bist mit dem Ganzen, hey, dann lies mal 1. Korinther 12-14 für dich durch. Da erklärt der Paulus so viel und macht so viele wichtige Aussagen dazu. Aber ich gehe einfach schnell durch, was das für Gaben sein können, die man in diesen verschiedenen Stellen findet. Zuerst vielleicht die so ein bisschen, wo klar übernatürlich sind. Das ist göttliche Weisheit. Das ist, wenn dir plötzlich in einer Situation einfach bewusst wird, was zu tun ist, etwas, wo du merkst, hey, das ist nicht einfach, weil ich so gut ausgebildet bin und irgendwie so schlau, sondern da ist jetzt wie, Gott hat so den Gedanken, die Weisheit in mich hineingedroppt. Oder Erkenntnis. Das ist, wenn der Geist Gottes dir einen Eindruck oder etwas sagt über eine Person, wo du eigentlich im Natürlichen gar nicht wissen kannst. Und wo er möchte, dass du aktiv wirst und eben, weil er dir das gesagt hat, etwas kannst machen. Es sind prophetische Worte, Gedanken, Eindrücke, die von Gott kommen. Und man kann auch sagen, generell, das Reden von Gott ist immer durch den Heiligen Geist und hat mit diesen Geistesgaben zu tun.
Das kann ein besonders starker Glaube sein. So fest vielleicht sogar, dass Sachen plötzlich real werden, wo du glaubst. Das kann Heilung von Kranken sein. Es kann Unterscheidung von Geistern sein. Das sind Menschen, die spüren, ob jetzt etwas von Gott ist oder nicht, die da so ein ganz gutes Empfinden dafür haben. Es können Wunder sein. Oder es kann sein, dass du in Gott gerne Sprache kannst reden, Zungenrede. Ist übrigens, hat mir gerade jemand gesagt, dass heute Morgen das SRF 1 im Radio eine kurze Sendung darüber gemacht hat. Und die einen reden die Zungen und andere können es verstehen. Das sind so die übernatürlichen Begabungen. Und dann gibt es aber auch die im ersten Blick jetzt vielleicht nicht unbedingt so übernatürlich anmuten. Wir lesen darum, dass Leute eine besondere Begabung haben, praktische Sachen auszuüben. Das sind so Leute, die, wenn du denen zuschaust und die irgendetwas am Handwerken sind, da passt einfach alles, irgendwie. Jeder Griff sitzt, es wird schön, es funktioniert, sie haben Ideen, wie man Sachen umsetzen kann. Oder lehren. Die Gabe, komplizierte Zusammenhänge so erklären, dass andere sie verstehen, dass, wenn sie dir zuhören, dass sie so Aha-Moment haben, so, ach so ist das. Seelsorge. Wenn du anderen Sachen über sich aufzeigen kannst, die sie vielleicht allein nicht gesehen hätten, Zusammenhänge siehst und wo einen Einfluss haben auf das Leben von einer Person und Personen kannst helfen, um sie in Freiheit hineinzuführen. Grosszügigkeit. Wenn du das liebst und einfach immer wieder andere segnest, etwas von dem, was du bekommen hast, kannst weitergeben, das löst etwas aus im Gegenüber. Und das ist eine Gabe, die dir der Heilige Geist geben kann. Ermutigung. Wenn du ein besonderes Auge hast, um das Gute zu sehen und aussprechen, Potenzial in jemandem zu sehen. Es gibt Menschen, die haben eine ganz spezielle Begabung in dem hinein. Gastfreundschaft. Das heißt so wohltuend, wenn jemand die Gabe von der Gastfreundschaft hat und du bist dort eingeladen, du fühlst dich wie ein König, du fühlst dich so wertgeschätzt, so angenommen. Auch Leitung, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, mit anderen zusammen etwas zu erreichen. Und auch Barmherzigkeit ist so eine Gabe. Die Not sehen, für andere da sein, das mit dem Herzen spüren und sagen, hey, da muss ich etwas machen. Wie gesagt, die Liste ist nicht abschliessend. Es ist auch nicht immer so ganz eindeutig, dass man das jetzt zuweisen und sagen, das ist jetzt genau die Gabe gewesen, das ist jetzt genau die Gabe gewesen. Aber es geht da gar nicht um das. Es sind alles Gaben, die uns Anteil an der Kraft Gottes geben. Und sie sind nicht in erster Linie dafür gedacht, dass wir sie einfach zu unserem eigenen Nutzen brauchen, sondern der Paulus sagt ganz klar zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Er sagt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und wenn dir nicht klar ist, wie das wirkt, oder es ist wichtig, dass wir wissen, das ist das Wirken vom Heiligen Geist in Zusammenarbeit mit dir. Vielleicht kann man es vergleichen, es sind wie so Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen. Da ist eine Werkstatt, da hat es Werkzeug drin, da hat es eine Bohrmaschine. Du kannst die Bohrmaschine nehmen, aber sie funktioniert erst, wenn du sie an den Strom steckst. Und der Strom ist der Heilige Geist. Sonst funktioniert nichts. Und es ist auch nicht so, dass dir die einfach gegeben wird und dann, das ist dann dein Eigentum und du kannst sagen, das ist jetzt meine Gabe, die habe jetzt ich und da kann ich jetzt machen damit, was ich will. Nein, es funktioniert nur in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und sie sind auch nicht einfach exklusiv, die Gaben. Dass jemand, das ist jetzt meine Gabe und die habe nur ich. Oder dass du einfach die und die Gabe hast und das ist es jetzt und die anderen, von dem hast du gar nichts. Du hast Zugang zu all von diesen Gaben. Weil der Heilige Geist lebt in dir und er ist der, der es bewirkt. Versteht ihr, wie ich es meine? Und manchmal, und es wird sich zeigen im Umgang mit diesen Gaben, dass du vielleicht in gewissen, dass dir das Ringer fällt, dass das irgendwie bei dir mehr wirkt oder effektiver ist, dass es für dich einfacher ist zu trainieren. Oder jeder von uns kann prophetische Eindrücke haben, weil Gott zu jedem von uns redet, weil der Heilige Geist in jedem von uns hinein lebt. Aber es gibt vielleicht Leute, denen fällt das wie einfacher, auf das zu hören und die üben das mehr und können so die Gabe stärker ausleben.
Und es ist auch wichtig, dass du weißt, du kannst dir die Gaben nicht verdienen, weil sie sind da. Der Heilige Geist ist der, der sie besitzt. Aber er stellt sie dir zur Verfügung. Du kannst sie höchstens ignorieren. Und das ist wie mit eben so Stärken. Wenn du sie kennst, wenn du sie trainierst, wenn du sie einsetzt, dann werden sie wirksamer und effektiver. Und der Paulus fordert uns auf, genau das zu machen, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben, dass wir sie trainieren, dass wir sie einsetzen, dass wir sie ausprobieren und einander mit diesen Gaben dienen. Das nicht einfach für uns machen, sondern einander dienen. Und ich frage jetzt mal schnell, wann hast du das letzte Mal eine von diesen Gaben benutzt? Ein paar sind jetzt wahrscheinlich mega froh, dass es am Freitag an der Holy Spirit Night waren. So 2 Tage her. Nein, aber stell dir vor, was das für ein Momentum, für ein Gottesmomentum in deinem Leben kann auslösen. Stell dir vor, was das für ein Momentum passiert, wenn jemand in der Small Group ein Wort für dich hat und du merkst, das passt in die Situation hinein. Stell dir vor, wie viel effektiver dein Leben ist, wenn Gottes Weisheit dich immer wieder führt. Stell dir vor, was das für ein Momentum auslöst, wenn du für jemanden bettest, der krank ist und die Person wird geheilt. Oder wenn dir Gott etwas sagt über jemanden, wo du eigentlich nicht wissen kannst und du gehst zu dieser Person und sagst, hey, ich habe irgendwo den Eindruck, dass dich das und das beschäftigt oder dass das ein Thema ist in deinem Leben, darf ich für das beten. Und stell dir vor, die Person ist nicht Christ. Was ist das für ein Türöffner? Die Person weiß nachher, hey, der Gott, der kennt mich. Und ich möchte dich wirklich aufrufen, wenn du die Gaben vom Geist bis jetzt eher vergessen hast in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, um sie auszuprobieren. Zum mutig werden, zum sie trainieren, nicht Angst davor zu haben, dass mal ein Fehler ist und dass du vielleicht mal irgendwie gemeint hast, es ist Gottes Reden und dann ist es vielleicht doch nicht Gottes Reden gewesen. Das passiert allen. Aber mutig sein, das trainieren. Weil du bist gesegnet, du bist begabt. Der Heilige Geist lebt in dir. Probier es aus. Schaff damit. In deiner Small Group. Dort, wo du am Leiten bist. Gastfreundschaft kannst du trainieren. Prophetisches Reden, auf Gottes Stimme hören. Und es wäre so cool, wenn auch das in unserem Gottesdienst mehr passieren würde, dass du reinkommst, du hast für jemanden den Eindruck und du getraust dich, um die Person zuzugehen und ihm das zu sagen. Oder auch in der Familie. Das ist so kraftvoll. Und ich glaube, am kraftvollsten ist es häufig dort, wo man im Zusammenhang mit Personen, die den Gott noch nicht kennen und die eine Begegnung mit dem Gott nötig haben. Und dort kostet es uns aber meistens auch am meisten Überwindung, oder? Aber hey, lass für dich beten heute Morgen. Wenn du nochmal neu oder eben vielleicht das erste Mal das möchtest ausprobieren, das möchtest entdecken, mit diesen Gaben schaffen möchtest. Das andere, wo wir eben davon lesen, sind die Früchte vom Heiligen Geist. Im Galater 5, 22 sind es aufgelistet. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden. Du kannst dich auch fragen, welche von diesen Früchten siehst du in deinem Leben? Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Wenn du am Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben, in dieser Verbindung mit Jesus lebst, dann werden die Früchte in dir wachsen. Der Heilige Geist möchte sie in dir hervorbringen, wenn du ihm Raum gibst. Das ist die Art und Weise, wie er an deinem Charakter arbeiten möchte. Die Früchte möchte rausbringen. Und wenn du siehst, wie du in diesen Punkten Schritt machst, dann ist das eines der klarsten Indizien, dass der Heilige Geist in dir am Werk ist. Es ist dort, wo er unserem Charakter schafft, wo er daran schafft, dass wir Jesus ähnlicher werden können. Und mich hat das nochmal zurückerinnert an Ostern, wo wir das Interview da mit dem Marco Gottardi und dem Elias hatten und wo der Marco erzählt hat, wie sein Umfeld gemerkt hat, dass in ihm etwas verändert worden ist. Das ist genau das.
Das ist, wenn der Heilige Geist die Früchte in uns hervorbringt, dann sieht dein Umfeld einen Unterschied. Und manchmal geht es uns genauso wie mit den Geistesgaben, dass wir die Früchte irgendwo vergessen, vernachlässigen und irgendwie gar nicht mehr daran denken, dass der Heilige Geist auch so Früchte in unserem Leben möchte hervorbringen. Und manchmal sehnen wir uns auch so sehr nach dem Übernatürlichen, nach dem kraftvollen Wirken vom Heiligen Geist, dass wir die Früchte vernachlässigen oder das Gefühl haben, sie gering schätzen, sie zu wenig als wichtig anschauen. Und ich glaube, da kommt genau ins Spiel, das mit dem Zusammenspiel. Ich glaube, der grösste Gewinn und die grösste Kraft, die liegt dort, wo Früchte und Gaben zusammenkommen. Wenn es ein Zusammenspiel gibt von Früchten und Gaben, wenn man sie nicht einfach losgelöst voneinander als zwei unterschiedliche Sachen betrachtet, sondern wenn man versteht, dass sie zusammenhängen. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir fälschlicherweise das Gefühl haben, dass je mehr dass wir über Geistesgaben wissen und je mehr dass wir sie einsetzen und je mehr dass wir die Kraft von diesen Geistesgaben erfahren, dass das ein Ausdruck davon ist, wie reif dass wir im Glauben sind. Dass unser Glaube dann reifer ist, wenn wir das mehr machen. Und ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, geistliche Reife widerspiegelt sich nicht in deinem Umgang mit den Geistesgaben, sondern darin, wie fest sich die Früchte vom Geist in deinem Leben auswirken. Dort zeigt sich, wie fest der Heilige Geist in dir am Werk ist, wie fest, dass er schon an dir hat können arbeiten, wie fest, dass du innerlich verändert worden bist, wie viel Platz du am Heiligen Geist gegeben hast. Alles Wissen über Geistesgaben und alles Ausprobieren davon nützt nichts, wenn du sie im Endeffekt aus der falschen Motivation, im falschen Moment, aus Eigennutz oder eben nicht in der Kombination mit diesen Früchten einsetzt. Wirklich kraftvoll wird es dort, wenn die Früchte und die Gaben zusammenarbeiten. Und ich begegne in diesem Zusammenhang oft so ein bisschen eben diesen zwei Gefahren. Und ich glaube, es ist so schade, dass man so oft so viel von Gottes Kraft irgendwo verloren geht, weil man uns zu fest aufs eine oder aufs andere fokussieren. Die eine Gefahr ist, dass wir uns auf die Früchte fokussieren, ohne übernatürliche Power. Es sind Christen, die die Früchte irgendwie ihnen sympathisch sind und sie sagen, ja, denen will ich schaffen und unbedingt mehr dafür, aber oft ohne Kraft von der Geistesgabe. Und die Geistesgaben völlig vernachlässigen und vergessen. Vielleicht, weil sie dir spooky erscheinen, weil du zu wenig darüber weißt, vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht oder du hast das Gefühl, du hast keine von diesen Geistesgaben. Oder hast das Gefühl, bei dir funktioniert das nicht. Das stimmt im Fall nicht. Und wenn du eher zu dieser Gruppe gehörst, dann möchte ich dir heute sagen, dass du in der Gefahr stehst, mega viel zu verpassen, was Gott für dich bereit hat. Gott hat noch so viel mehr für dich bereit. Du hast die besten Voraussetzungen. Wenn die Früchte in deinem Leben am Wachsen sind, dann hast du die besten Voraussetzungen, um die Kraft von diesen Geistesgaben zu erleben, um das übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist zu erleben in deinem Leben. Und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, bist mutig, lass dich darauf ein, lerne sie kennen, trainiere sie, probier aus. Ich glaube, du kannst so viel bewirken, wenn du dem Heiligen Geist den Raum gibst. Die zweite Gefahr, die wir manchmal haben, ist, dass wir uns mega nach dem übernatürlichen Power ausstrecken, ohne die Basis der Früchte. Das sind Christen, die so begeistert von der übernatürlichen Geistesgaben sind, dass sie unbedingt mehr von dem sehen wollen, dass sie alles ausprobieren, um spektakuläre Heilige zu sehen, Wunder, sonst irgendwelche Kraftwirkungen vom Heiligen Geist und vor lauter Ausstrecken und ich will unbedingt mehr von dem die Früchte vom Geist in ihrem Leben vernachlässigen. Vielleicht das Basic finden. Vielleicht das Gefühl haben, ja, das ist langweilig, dort geht es nicht ab, das ist zu wenig spektakulär. Und das führt manchmal dazu, dass wir uns nach dem Geist und seinem Wirken ausstrecken, aber dann im Endeffekt die falsche Motivation dahinter steckt.
Das sind Menschen, die im Extremfall dann auf die Straße gehen, um für andere zu beten, die da mega mutig sind. Aber die innere Motivation ist weniger die Liebe und das Mitgefühl für die Menschen, sondern der Wunsch, ein Wunder, eine Heilung oder sonst irgendein spektakuläres Erlebnis mit Gott einfach zu machen. Es sind manchmal Leute, die an x Konferenzen gehen, einfach hauptsächlich dort, wo die krassen Sachen passieren, aber ihr Umfeld merkt nichts von der Kraft vom Heiligen Geist in ihrem Leben. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, es hat vor ein paar Jahren mal so eine Bewegung gegeben, wo Erweckung ausgebrochen ist, wo ganz viele Menschen geheilt worden sind, wo das geleitet hat, sogar Leute geboxt hat, um im Namen Jesus Krankheiten aus ihnen rauszuprügeln. Und schlussendlich ist alles zusammengefallen, weil die Früchte vom Geist in seinem Leben gefehlt haben. Und ich möchte dich fragen heute, nach was streckst du dich aus? Oder in welche Richtung tendierst vielleicht du eher? Weil ich glaube, wir alle tendieren irgendwo in die eine oder die andere Richtung. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder zentrieren. Hast du Sehnsucht nach den spektakulären Gaben vom Heiligen Geist? Dann vernachlässige die Früchte nicht. Oder merkst du, dass dir die Früchte mega wichtig sind, aber dass du etwas verpasst bei diesen Gaben? Hey, mein Wunsch ist, dass wir einen Lebensstil suchen, wo die Früchte in unserem Leben wachsen können und wo uns das immer mehr dazu treibt, um die Gaben einzusetzen. Das Evangelium, wenn es wirklich uns am Wirken ist, dann drängt es uns dazu, aus den Früchten vom Geist heraus, unsere Gaben oder die Gaben zugunsten von unserem Umfeld mutig und selbstlos einzusetzen. Das ist die Kraft vom Evangelium. Ich glaube, es ist so wichtig. Im 1. Korintherbrief ab Kapitel 12 geht es fest um die Geistesgaben, eben Kapitel 12 bis 14, lesen es unbedingt mal. Und fälschlicherweise lesen die Leute manchmal nur Kapitel 12. Aber im Kapitel 13 geht es weiter und der Paulus macht dort eine ganz klare Ansage. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Ich habe da eine mitgenommen. Das ist das. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts, bin ich Lärm. Wenn wir uns nur ausstrecken nach diesen Gaben und nach den Wirkungen von dem, aber die Liebe nicht haben, dann ist es nur Lärmig. Dann ist es nur Lärm und nichts. Liebe ist die wohl grösste Frucht vom Geist. Und der Paulus sagt, dass sie die Basis sein. Und vielleicht hast du schon erlebt, dass irgendwo prophetische Eindrücke nicht angenommen worden sind von dir. Vielleicht ist die Liebe auch nicht spürbar dahinter. Aber hey, dort, wo Liebe und die Geistesgaben zusammenkommen, dort wird es kraftvoll. Und es ist so schade, dass manchmal die Leute, die am meisten von der Liebe haben, sich am wenigsten getrauen, die Geistesgaben hinein. Und dann ist es manchmal umgekehrt, die sich am meisten in die Geistesgaben hinein getrauen, fehlt manchmal die Liebe. Und es geht so viel von dieser Kraft verloren. Aber wenn es zusammenkommt, dann werden wir ein gewaltiges Momentum von Gott erleben. Dann werden Zeichen und Wunder folgen. Dann wird nicht einfach nur unser Leben verändert, sondern das Leben in unserem Umfeld, von den Menschen um uns herum, dort, wo wir sind. Wenn Liebe und Kraft vom Heiligen Geist, wenn das zusammenkommt, die Früchte und Kraft. Ich weiß nicht, in welche Kategorie du eher noch gehst. Aber der Heilige Geist, er möchte dir die Kraft und Befähigung geben.
möchte dir Mut machen, dem Heiligen Geist Raum geben in deinem Leben. Lass dich von ihm erfüllen. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist vielleicht heute der Zeitpunkt, um das allererste Mal zu machen. Wir haben ein Gebetsteam, das es liebt, für dich, für das zu beten. Wenn du vielleicht irgendwie auch unsicher bist, wie das gehen soll, aber es ist ganz einfach. Streck dich dem Gott an und sag, da bin ich. Ich habe Hunger nach diesen Gaben. Ich habe Hunger nach mehr von dir in meinem Leben. Bitte, fühl mich. Und gerade wenn du die Früchte in deinem Leben zwar wahrnimmst, aber die Gaben nie ausprobiert hast, dann bitte, probier aus, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Trainier es, weil du hast die besten Voraussetzungen. Und wenn du dich mega ausstreckst nach der übernatürlichen Kraft vom Geist, aber irgendwie die Früchte vernachlässigt hast, dann frag Gott, wo ist es dran, dass die Früchte nochmal wachsen können. Oder frag ihn, wie du die Geistesgaben in der Kombination mit den Früchten kannst ausleben. Frag den Geist um Geduld, dort wo dir sie fehlt im Umgang mit jemandem, um Liebe. Und dann natürlich auch um Erkenntnis, um ein prophetisches Wort oder um Heilung oder was auch immer. Ich sage nochmal da, das Evangelium drängt uns dazu, aus den Früchten vom Geist heraus, die Gaben, die er uns möchte geben, zu nutzen, zugunsten von unserem Umfeld, mutig und selbstlos. Ich möchte beten für das. Steht doch auf, wenn ihr da sind, vor Ort, die Hause könnt ihr sonst in eine Gebetshaltung kommen. Heiliger Geist, du Tröster, du Beistand, du Helfer. Danke, dass du jedem Einzelnen von uns am Wirken bist. Dass wir dich schon dürfen erleben und spüren. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Du willst uns befähigen, du willst uns Kraft geben, du möchtest Früchte hervorbringen. Du hast Gaben, die du uns möchtest geben, dass wir sie einsetzen können für unser Umfeld. Jesus, du siehst, wie wir manchmal so in die Tendenzen haben, entweder die Früchte zu vernachlässigen oder die Gaben. Und ich bitte dich für alle, die irgendwo in den Früchten schon mega gewachsen sind, aber sich irgendwo nicht recht an die Geistesgaben herangetrauen, dass du uns Mut schenkst. Dass du uns zeigst, dass das nicht Schräges ist, sondern dass wir da mit Zuversicht das anfangen zu trainieren und zu üben. Und ich bitte dich, dort, wo wir uns so ausstrecken nach dieser Kraft und so frustriert vielleicht manchmal sind, weil wir zu wenig von dem sehen, dass wir auch ein feines Gespür dafür haben, was dran ist, wo du vielleicht möchtest, die Früchte in uns wachsen lassen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dort reingehst und dass du zu jedem Einzelnen redest, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, was dran ist. Ich bitte dich, dass du erfüllst, wer sich ausstreckt nach mehr Füllung von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du Gaben nochmal freisetzt, dass du uns Mut gibst, dass du uns zeigst, hey, ich will das ausprobieren und dass du uns Gelegenheiten gibst und den Mut, um sie einzusetzen. Ich bitte Jesus, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo diese Früchte sichtbar sind. In unserem Umgang miteinander, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, an unseren Arbeitsplätzen. Aber dass es nicht einfach bei dem bleibt, sondern wirklich darüber rausgehen. Dass uns die Liebe zu unseren Mitmenschen dazu drängt, diese Gaben in Anspruch zu nehmen. Amen.